Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Na, kommt Ihnen der Song bekannt vor? Spätestens beim Refrain ist alles klar. Halleluja, 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 Leonard Cohen schrieb Halleluja 1984. Inzwischen wurde der Song über 300 Mal gecovert. Ein berührendes und kraftvolles Musikstück, das sofort zum Mitsingen oder Mitsummen animiert und gerne auch bei Hochzeiten oder Beerdigungen gesungen wird. Halleluja, das Wort kommt übrigens aus dem Hebräischen und bedeutet lobet den Herrn. Apropos Halleluja, wann hatten Sie eigentlich Ihren letzten eigenen Halleluja-Moment? Ich hatte neulich einen, und zwar als der Baum beim Sturm hier draußen eben nicht auf das Haus oder den Schuppen gestürzt ist, sondern knapp daneben. Halleluja, habe ich da aus vollem Herzen gedacht und dann auch noch einmal voller Freude Halleluja, als unser Nachbar etwas später mit seiner Kettensäge anrückte, um den umgefallenen Baum in kleine Häppchen zu filetieren und als Brennholz für den nächsten Winter zu verarbeiten. Halleluja, dass es solche Engel gibt. Aber zurück zu Cohens Lied Halleluja. Wenn man mal in den Song genauer hin bzw. reinhört, dann merkt man schnell, dass Cohen nicht von einem überschwänglichen, begeisterten Halleluja singt, sondern von einem broken Halleluja. Im Lied geht es dabei vor allem um den biblischen König David. Der versucht mit seiner Musik erst einmal Gott zu gefallen, aber schließlich daran zweifelt, ob der überhaupt an seiner Musik interessiert ist. David hat zwar einen starken Glauben, braucht aber immer wieder Beweise dafür, dass er richtig liegt mit seinem Gott und seiner Beziehung zu ihm. Dann kommt es, wie es kommen muss. David beobachtet eines Abends eine schöne Frau beim Baden auf dem Dach, die heißt Bathseba, ist aber verheiratet. König David schickt deren Ehemann in den Krieg und dort gleich in die erste Reihe, verschuldet seinen Tod und hat so schließlich freie Bahn bei der schönen Bathseba. Halleluja. Oder wohl eher ein broken Halleluja, oder? König David ist bei Cohen Identifikationsfigur, weil der, wie er selbst, ein Künstler und Sänger ist, weil er der Sänger des großen Halleluja ist, weil er Fehler macht, Fehler hat und weil er unmoralisch handelt, bis ins Extrem. Cohen verwebt die Geschichte von David und den Frauen mit der Geschichte Simsons, der mit seinem Haar seine Macht verliert. Der Angesprochene in der zweiten Strophe ist erst gläubig, dann dominant und schließlich machtlos. Und schließlich steht das lyrische Ich im Lied vor Gott und hat nichts zu bieten außer einem Halleluja, einem gebrochenen Halleluja. Das schließt Zweifel, Fragen, vielleicht sogar Ärger und Hass auf Gott mit ein, vielleicht auch die eine oder andere moralische Verwerfung im Leben, auf die man nicht gerade stolz ist. Für solch ein Leben steht der berühmte König David, den Cohen als Stellvertreter für die Singer-Songwriter besingt in seinem Halleluja. Er ist der Meinung, dass auch ein gebrochenes, ein zaghaftes, ein verschämtes Halleluja genauso viel wert ist wie ein heiliges Halleluja. 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 Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.